Da ist der Vinzenz Brändli. Ich bin der grösste Autogrammsammler aus der Schweiz und bin jetzt ein Gast beim Gianfranco Salis auf seinem Podcast. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Heute ist ein besonderer Gast mit einer speziellen Geschichte bei mir auf Besuch. Er ist ein Pöstler mit einer ganz seltenen Leidenschaft, die mich darum gerade auf den Plan gerufen hat, ihn in meine Sendung einzuladen. Seit 40 Jahren sammelt er nämlich Unterschriften von berühmten Personen. Von Barack Obama über die Lady Di bis zum Prinz Charles und sogar der Saddam Hussein sind alle mit Originalunterschrift in seiner grossen Sammlung vertreten. Aber auch Lindsay Lohan und Britney Spears haben mit persönlicher Widmung für ihn unterschrieben. Bis heute sind es über 200'000 Autogramme, die sich da in seiner 3,5 Zimmerwohnung zurückkreuzen, bis an die Decke stapeln. Und da sind wir gerade. Willkommen, Vinzenz Brändli. Ja, guten Tag. Bin schön, dass ich da auch über meine Leidenschaft erzählen kann. Und es gibt sicher einiges zu erzählen, weil sehr spannende Sachen dabei sind. Vinzenz, wie startest du in einen Tag? Der Start ist eigentlich immer etwa gleich. Ich muss etwa auf die 5 Uhr morgen auf und dann muss ich auf die 6 Uhr fange ich an mit meinem Job. Ich arbeite schon seit über 35 Jahren bei der Post, bin immer noch mit Leib und Seele Briefträger und irgendwie hat ja das Briefträger auch ein bisschen mit dem ganzen Hobby zu. Ich bin ja nicht der sogenannte Autogrammjäger, wie man so sagt. Ich jage nicht diesen Leuten nach oder ich gehe da Konzert oder stehe da stundenlang irgendwo an, sondern ich mache wirklich die lebenden Personen, schreibe bei Möglichkeit an, immer noch mit Brief, wie es sich da in der früheren Zeit schon gegeben hat. Ich schreibe die an und bete sie um ein Autogramm. Und darum tut eigentlich der Brief eigentlich mein Leben auch ein bisschen bestimmen. Am Morgen bringe ich Briefe, am Mittag komme ich sie wieder rüber und am Abend schreibe ich wieder neu. Also es ist wie ein Kreislauf, der sich am Tag schließt. Und zwischendurch ist eben dann bei diesen Briefen noch ein anderes Briefchen, ein spezielles Briefchen dabei mit einer ganz berühmten Persönlichkeit, die dir eine Unterschrift gibt. Was hat dich angetrieben, das zu machen? Ich bin ja schon als Bub schon immer ein Sammlertyp gewesen. Also mir ist schon sehr viel über die Hände gegangen, die ich gesammelt habe, über Zündholzbriefli, über Klebbildli, über Briefmarken, über Kaffeerahmdeckel da schon. Und irgendwann ist das einfach, es ist für mich ein bisschen, das hast du einfach so bekommen. Und irgendwann habe ich dann etwas gesucht, wo mir irgendwie noch Spass macht und so. Und irgendwie bin ich dann letztes Mal haben wir mit der Familie da die Skirennen geschaut und in diesen Skirennen habe ich gedacht, jetzt probiere ich mal Bernhard Russi und dazu mal die Stars, Marita Resnadig und so anzuschreiben. Und dann haben die eigentlich geschrieben. Noch habe ich da natürlich nicht gewusst, dass man quasi ein frankiertes Rückkuvert beilegen kann. Sogar beim Bernhard Russi noch Strafbauten zahlen. Und eigentlich da angefangen hat es dann mit der ganzen Leidenschaft. Ich bin immer schon früher Pia Brice, also Winnetou-Fan gewesen. Und das war einfach mein Idol gewesen. Und dem habe ich dann auch mal geschrieben. Und da ist relativ schnell etwas gekommen mit der Unterschrift. Und das hat mir dann irgendwie den Kick gegeben zum Sammeln. Ja. Und was hat dir dann den Kick gegeben, um das über so lange Zeit zu machen? Ja, ich denke, es ist wirklich, da braucht es irgendwo einen gewissen, Ehrgeiz, immer noch mehr wollen? Ehrgeiz ist sicher etwas, aber das andere ist auch, man hört ja vielen an, dass man geht da irgendwie an den Velorennen oder irgendwo, haben viele Leute daheim noch Unterschriften, die sind sammeln und so. Und bei mir ist es einfach immer irgendwie gewesen, es ist etwas, wo tagtäglich dir immer wieder aufs Neue irgendwie eine Überraschung gibt oder meistens positive, es gibt natürlich auch negative, wozu dass wir später dann auch dazu können. Aber im Großen und Ganzen, ich kann immer irgendwie, jeden Tag werde ich eigentlich überrascht, ich mache da wie Briefkasten auf und sehe dann die Kuvert und du weißt ja nicht, wer da schreibt und irgendwie bin ich auch mit der ganzen Welt verbunden, also ich habe irgendwie Autogramm aus jedem Ecke von der Welt, also über Afghanistan, über Tadschikistan oder irgendwie, jedes Land ist irgendwie davon in meinem Reich bereit und das ist schon schön, wenn du irgendwie so auch mit der ganzen Welt in Kontakt bist, oder? Du sprichst es an, weltweit in Kontakt mit diesen Leuten, das heisst, du beherrschst auch schriftlich, du tust auch handschriftlich kommunizieren mit diesen Stars, auch verschiedene Sprachen.
Ja gut, beherrscht ist übertrieben. Ich hatte einfach so einen Standardbrief in Englisch, wo ich dann von gewissen Leuten, oder, man weiss sich ja immer auch ein bisschen zu helfen, zu wissen, wo ich dann so übersetzen. Und so habe ich mittlerweile 20 bis 25 verschiedene Landessprachen, also einen Brief in 25 Landessprachen, wo ich also einem Pol schreiben, einem Koreaner, einem Finn, kann ich alle eigentlich in dieser Landessprache schreiben, weil man muss es diesen Leuten halt möglichst einfach machen, damit sie wirklich nicht mehr viel machen müssen. Weil das Autogramm sammeln ist auch etwas, wo durch das ganze Internet oder die ganze Kommunikation, digitale Kommunikation, verschwindet da immer mehr die Handschrift und alles. Und da ist es immer noch mehr von Vorteil, wenn man es möglichst einfach macht und sie dann eben noch darauf auflopft, dass sie dir die Unterschriften noch geben. Oder? Ist da vielleicht auch das Ziel dabei, besonders in Erinnerung zu bleiben bei diesen Leuten oder so ein bisschen rauszustechen? Also jetzt angenommen, können wir jetzt vorstellen, Sie kommen wahrscheinlich Tausende von Autogrammwünschen über, natürlich Computer geschrieben, dass da eben der Vinzenz Brändle aus Rotkreuz halt noch von Hand die anschreibt, dass dann vielleicht beim Beigeli gerade mal zuoberst landet und dass man sagt, das ist noch sympathisch, Kerl aus der Schweiz. Das ist sicher eine von diesen Vorteilen oder Möglichkeiten, die da gegeben sind. Und was der andere Vorteil vielleicht auch noch ist, ich weiss, wie viel dass man oft, wenn man auch schreibt, dass man so gedruckte Unterschriften oder solche Sachen bekommt, dann ja meistens noch ein Bild beilegen, wo irgendwie wenn sie jetzt irgendeinen Erfolg haben, sind jetzt vielleicht Europameister oder etwas geworden, dann leistest du vielleicht irgendein Bild dazu, damit du da auch noch darauf aufmerksam, du verfolgst das Ganze, also du schaust auf den Weg, nicht du bist einfach schicken sie mir 3 Autogrammkarten und fertig. Eben, da ist noch mehr dahinter. Das ist schon noch etwas und ich tue ja auch im Brief, in allen Landessprachen im Brief sage ich bin ein Autogrammsammler aus Rotkreuz, Kanton Zug in der Schweiz, also da geht jedes Mal geht der Name vom Ort auch raus in die ganze Welt. Also, und darum hat man das dann auch letztes Jahr bei der Gemeinde hat man dann das so auch als Anerkennung angeschaut, auch eben durch die ganze Bekanntheit, die ich auch schon erlangt habe mit dem, bin ich dann ausgezeichnet worden von der Gemeinde. Für mein Lebenswerk. Und das ist natürlich ein riesen Stolz und auch Genugtuung dann über all die Jahre. Oder? Jetzt fehlt ja nur noch der Schritt zum Vinzenz Brändle Autogrammmuseum, oder? Wann gibt es das? Ja, das wäre sicher ein Ziel. Also da bin ich auch mit der Gemeinde noch ein bisschen am Schauen, ob man das irgendwie, dass man das irgendwie auch kann, quasi für später irgendwie als Vermächtnis. Ich meine, man muss das schon relativieren. Das ist nicht nur eine Sammlung, sondern es ist eine absolute Weltgeschichtssammlung, die zeitlos ist und das Dokument ist über Epochen. Also es sind Unterschriften von Napoleon Bonaparte dabei, vom Graf von Zeppelin, von Thomas Edison, von alle US-Präsidenten seit 1885. Da ist Jeremias Gotthelf dabei, Gottfried Keller, erst Mensch auf dem Mond, erst Besteiger vom Himalaya, erst am Süden, erst am Nordpol. Das sind Geschichten, das ist eine Weltgeschichte. Alle Hitler, Goebbels, Göring, alles da, wo Geschichte geschrieben hat, und das wäre schon das Ziel, wenn man das irgendwo könnte, auch dann mit einem Museum verbinden. Und auch schützen. Ich meine, das ist jetzt all die Liste, die du jetzt aufgezählt hast. Wir schauen nachher ins Zimmer rein. Ich bin dann schon jetzt gespannt. Ist einfach in dieser 3,5 Zimmerwohnung hier zu Rotkreuz. Kein Panzerglas, keine Überwachungskamera. Ja, und ich denke, das Erste, wo man dann auch reinkommt in dieser Wohnung, da sagt jeder, wenn ihr da reinkommt, wir nehmen es nicht an, dass da eigentlich eben über 200'000 Unterschriften lagern. Also es ist ja nie jetzt etwas aufgehängt oder irgendwie so. Aber das eine, was man natürlich auch sagen, wo findet man alle Politiker, ob Putin, ob Trump, ob Merkel, Macron oder Erdogan, wo findet man alle die Leute friedlich vereint unter einem Dach? Das ist exklusiv im Zimmer von Rotkreuz und das ist natürlich einmalig. Oder? Da hauen sie dann nicht, da sind schön friedlich zueinander. Und mir stehen Nackenhörli zu Berg, Hühnerhut, dass ich da sein darf. Das ist mir eine riesige Ehre, Vinzenz, dass du mich da reingelassen hast, zu all diesen grossen Namen. Bei all diesen Namen, welche Geschichte hat dich beim Unterschriftensammeln besonders berührt?
Weißt, hast du irgendein Rosinchen, das kannst du rauspicken? Ja, also es ist eine Geschichte, die ich immer wieder erzählen darf und die bedeutet mir auch sehr viel. Ich meine, ich weiss, es dazumal ist wahrscheinlich der Fidel Castro aus Kuba, ist Staatsgast in der Schweiz und ich habe dem natürlich schon mehrmals probiert auf Kuba, da mit Unterschriften und so. Und habe ich gedacht, ja, komm, wer ist am nächsten dran, wenn der den Staatsbesuch hat? Das ist der Bundesrat Gotti, oder? Und dann habe ich dem wirklich einen schönen Brief geschrieben, ich sage, der und der Sammler da, so Kreuz und eben so viele Unterschriften. Und es fehlt mir einfach noch eine Unterschrift von dem Fidel Castro und dem schönes Brief geschrieben. Und nach Staatsbesuch fertig war, plötzlich kommt so ein Kuvert vom Bundeshaus und wirklich war so ein Kärtchen drin mit der originalen Unterschrift von Fidel Castro. Und das ist natürlich für mich ein absolutes Highlight gewesen, dass der dann quasi dorthin von einem Bundesrat so in meine Sammlung kommt. Also das ist natürlich schon ein Novum, oder? Und ein Unikat, wo du besonders stolz ja, wo natürlich in dieser Art auch nie gesehen ist, oder? Das ist ganz klar. Und es sind natürlich auch viele Unterschriften, die mir viel bedeuten. Wenn du natürlich so Kim Basinger hast im Badeanzug mit Two Vincents, mit Herzli und Kim Basinger, das sind natürlich persönlich, bedeutet die haben dann natürlich sehr viel. Weil und aber schön mit Filzstift Dear Vincent. Ja, genau. Oder? Also, es ist natürlich etwas Schönes und mich ist immer wieder spannend und interessant natürlich, eben wenn ich auch historische Persönlichkeiten, die ich jetzt halt nicht mehr anschreiben kann, aber die ich natürlich dann auch mittlerweile über Jahre gekauft habe, wenn du nachher kannst deinen eigenen nennen von eben Unterschriften Jules Verne, Mark Twain, Buffalo Bill, alles so Leute, die wirklich Weltgeschichte auch geschrieben haben und wenn du natürlich nachher so etwas in deiner Sammlung hast, ich meine, als kleiner Bübel hat man angefangen mit dem Bernhard Russi, mit seinem ersten Autogramm. Wer hätte denn gedacht, dass dann da später Beatles, Elvis Presley, Bob Marley, all das, die grossen Stars, all dann nachher mal irgendwann in dieser Sammlung sind. Ich meine, das sind alles Träume, die über die Jahre hinweg Träume sind und nachher plötzlich Wirklichkeit geworden sind. Und ja, das ist sehr viel wert. Oder? Also kann man eigentlich auch sagen, du hast 200'000 Träume gelebt. Also mit jedem Autogramm? Auf die Art, wenn man es so sehen kann, ja, ganz sicher. Ja. Und ich meine, eben, das Hobby ist fast über 40 Jahre und ich meine, man muss es immer wieder so anschauen, es begleitet einem viel auf seinem Lebensweg. Man steigt irgendwie auf einen Lebenszug auf, begleitet etwas, aber das Hobby, das hat mich über 40 Jahre begleitet, das war immer da gewesen. Und ich kann immer wieder, wenn es mir auch mal vielleicht nicht so gut geht, kann ich wieder irgendwie ein super Album vornehmen, wo ich vielleicht jetzt die speziellen drin habe oder da etwas drin, dann kann ich das vornehmen, kann ich da schauen und das erfüllt mich mit Stolz und mit Zufriedenheit und in dem Moment fühlst du dich wieder viel glücklich und zufrieden und ja, wo gibt es das, dass man jemand wirklich, wo so über die Jahre hinweg immer da war und auch wenn es eben manchmal auch nicht gut gegangen ist, hast du immer etwas in der Hand gehabt und hast immer wieder etwas führen und dann hast du immer wieder besser gewesen. Du hast dir das Glück auch erarbeitet und verdient und darum finde ich, darfst du auch stolz sein drauf. Jetzt gibt es gleich Momente, wo du hast müssen beißen. Ja, ich denke, ich habe in den letzten Jahren, also seit etwa 2012, habe ich sehr oft halt gesundheitlich einige Rückschläge gehabt, wo mit vielen Operationen und vielen Schmerzen, die ich auch sagen verbunden sind. Es sind halt gewisse Schicksale, eben vor allem gesundheitlich und so, aber ich denke schlussendlich das Leben ist ja immer so. Es ist ja immer wieder gut. Du kannst schon mal umkehren, du darfst wieder aufstehen, kannst weitergehen. Und all das macht das Leben ja lebenswert, dass du halt aus dem auch wieder lernst. Und eben, du stehst wieder auf. Und wie gesagt, ich habe ein gutes Umfeld geschaffen, ich bin gut integriert. Und ich muss natürlich auch sagen, das Hobby ist das eine, aber ich bin schon Statist beim Tatort, ich bin schon DJ gewesen, ich bin schon politisch Kandidat für Kantons- und Gemeinderat. Ich bin Volontär bei der Leichtathletik EM. Also ich habe neben immer auch noch etwas gemacht. Ich habe ja zweimal schon probiert, also aufzuhören mit dem Hobby, mit dem Autogramm sammeln, weil es zu dominant geworden ist und das ist immer ein bisschen Gefahr. Ich sage, ein Hobby sollte eben ein Hobby bleiben und darum bin ich auch nicht so der Fan mit dem Verkauf und eben was im Internet abgeht, mit Ricardo oder auch mit eBay, was da zum Teil angeboten wird.
das ist eigentlich nicht der Sinn von einem Hobby, oder? Jetzt, wenn ich gerade da einhängen kann, eben bei dieser Menge, 200'000 Exponate, oder, Unikat, drängt sich für mich natürlich schon die Frage auf im Zeitalter vom Internet, wie unterscheidest du Fälschungen von Original? Gut, heute sagt was negativ ist vom ganzen Internet, ist eben, es entstehen mehr Fälschungen, aber das andere ist, da über Facebook oder über all die Kanäle lernst du viel Leute kennen. Ich kenne zum Beispiel jetzt eben rein über Facebook Sammler aus Saudi-Arabien, Belgien, Amerika, England. Da wird natürlich oft Sättige, das sind auch Sättige, die dann gehen, die Unterschriften holen, direkt an die Straße oder eben an die Konzerte und alles. Da hat man so sicher schon eine Garantie, dass das Original sind. Da kann man die schon mit denen vergleichen, die vielleicht jetzt per Post kommt. Dann gibt es natürlich auch die Foren, die es überall gibt. Und ja, ich habe auch sehr viele Autogramme, wo ich mal muss sagen, die sind zum Teil eben, hat sehr viele Hollywood-Schauspieler, alte Hollywood-Schauspieler, weil es der Sekretär wirklich im Namen vom Star alles unterschrieben hat. Also Charlton Heston, Rock Hudson, Liz Taylor, das ist einfach ein Sekretär angestanden und hat einfach dutzendweise Fotos einfach da, und der Star hat das gar nie gesehen. Oder? Also, das ist dann natürlich immer eine relativ auch schwierige Sache. So können unterscheiden, oder? Ja, aber wie gesagt, da gibt es, da sind natürlich eben schon so lange da ganze Medien rein vorhanden bin, hast du dann Vergleichsmöglichkeiten und eben, da gibt es auch gewisse Garantie, wo man einfach immer halt ein bisschen aufpassen muss, ist wirklich im Internet mit eBay, mit Guard und all diesen Sachen. Da bietet manchmal einen zum Teil Autogramm an von einer Madonna für 20, 30 Euro. Da musst du einfach schon vom Preis, weil das wissen die Sammler. Aber für die es natürlich postet, dann ist natürlich Gefahr groß. Oder? Also wenn es nichts kostet, dann ist es relativ, ja, ich denke immer, wenn einer vielleicht in Masse sagt, er hat so und so viel gesammelt, wenn man genau weiss, eine Madonna signiert höchstens, wenn überhaupt eine, und dann ist sie wieder weg. Und wenn einer da plötzlich kommt, die hat 10 Madonna-Autogramme, die signiert worden sind, dann muss man einfach sagen, na, das kann gar nicht sein. Oder? Und es gibt auch Unterschriften, die es da zum Teil rein tun, wo dann einfach muss sagen, schlichtweg nicht möglich. Zum Beispiel haben sie dort zumal, wo der Heath Ledger gestorben ist, als Joker-Fotos rein tun, da hätte man gar nicht unterschreiben können. Der Film war ja gar noch nicht fertig gewesen, oder? Also, ja, eben. Da kann man dann das so ein bisschen entlarven. Kann man es ein bisschen entlarven. Und da gibt es wirklich solche, die auch Autogramm prüfen. Also es gibt wirklich Stellen, wo man kann. Ich habe jetzt hier einen, der ja kürzlich da auf die Zeitung rein war, den ich auch gut kenne, da, wo in Kesswil, im Kanton Thurgau, ein Brandes, der hat sehr viel Gespür und sehr viele Vergleichsmöglichkeiten, der tut das auch prüfen, wenn man wirklich nicht sicher ist. Also auch diese Möglichkeit besteht. Oder? Und du hast dann auch mit diesen Jahren einen Namen angeeignet, kann man sagen? Also das heisst auch bei den Stars? Oder ja, so also ich denke in der Schweizer Presse bin ich der sogenannte Autogrammkönig, also das muss man schon so ansiedeln, weil eben ich kenne mittlerweile viele auch Schweizer Persönlichkeiten, eben Walter Andreas Müller, Beat Schlatter, Nick Hartmann, das sind Leute, die sogar auch an Ausstellungen von mir waren als Gäste und ja, und eben, da bist du natürlich mittlerweile sehr auch involviert und die Leute kennen einen auch im Dorf natürlich, oder? Da weiss man, wenn du jetzt gehst ins Dorf fragen, irgendwie kennen den Autogrammsammler. Also sagen 90% würden sicher sagen, ja, also gut. Und jetzt kommen die Ersten, die von dir dann eins haben, oder? Ja, das hat es auch schon gegeben, also das habe ich auch schon gegeben, wo ich habe natürlich schon, wenn ich Ausstellung gemacht habe, ich auch mit Schulklassen, mache ich auch noch Vorträge, die ich auch noch mache, oder? Ich tue ja das ist noch eine Nebenbegleitung vom ganzen Hobby. Ich tue ja anhand von der Unterschrift kann ich zum Beispiel sagen, sehr viel über deinen Charakter. Also tue ich nachher gerne dir noch das das ist einfach auch etwas, was ich gemacht habe. Dann habe ich Vorträge, die ich auch mache, wo ich auch das Gleiche so erzähle, was über das Hobby mit Exponenten zeigen und so. Und so gibt es natürlich dann auch, dass dann sagen, ja, hast du so ein grosses Ding da, Unterschrift, also ich habe auch schon Autogrammkarten gehabt. Und ja. Ich habe noch keine, aber ich hinterlasse nachher gerne, dass du mir dann kannst sagen, was es heisst. Ja, wenn ich sehe sie, ja, genau. Ja, das ist schon noch. Aber mir ist schon noch, wenn man merkt schon, wie die Leute einmal staunen. Also ich weiss noch, ich war mal in einer Schule gewesen, und da habe ich sogar anhand von Schülerunterschriften können sagen, so, in welche Richtung das geht oder so und so Sachen. Also man hat schon sehr viel rausgekommen. Und dann hat eben die Lehrerin ihre Unterschrift gegeben
geben und dann muss ich sagen, ja, aber das ist nicht die Unterschrift, die wir sonst haben. Oder? Also sogar das habe ich gesehen, fast, dass das nicht die Unterschrift ist. Und dann hat sie ihre geben und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat sie gesagt, oh nein, nicht vor den Schülern. Ja, also man ist schon erstaunt, was da aus dem heraus schon viel kannst ableiten kannst. Wie stellst du das an, dass die Stars dir eine Unterschrift geben? Ich meine, kann ich mir da auch neben dem Sekretär anschreiben und so von dem jeweiligen Star auch einen Vinzenz vorstellen, der dem Star in der Hotellobby anpasst? Ja, es gibt sicher Momente, wo ich vielleicht auch mal so an Anlässe gegangen bin, aber das sind dann mehr so Sportanlässe, wo jetzt da umeinander sind oder was zum Beispiel auch sehr oft, wo ich gegangen bin, ist das Fumetto, das Luzerner Comic Festival, weil dort sind meistens Zeichner dort gewesen, die haben meistens noch Zeichnung gemacht, was mir halt auch sehr viel gefällt, oder, wenn du da so Zeichnungen bekommst. Ich habe eine Originalzeichnung vom Asterix, vom Lucky Luke und all von diesen grossen Stars und das sind natürlich immer speziell. Aber ich bin eben, dadurch, dass ich noch arbeite, dann bist du noch daheim und dann investierst du noch so für Hobby und dann mache ich noch viele andere Sachen. Liegt es mir auch gar nicht drin, dass ich jetzt da noch auf Zürich oder wo hinfahre, weil ja, dann schaue ich, dass ich die so bekomme und sonst eben mit Leuten, die ich kenne von anderen Orten. Ich weiss eigentlich, ich habe einen im Deutschen, dem kann ich immer sagen, du, ich brauche noch den und den Sportler, dann schaut der in seinen Kanälen um und so komme ich dann auch zu diesen Unterschriften. Also Vinzenz Brändli, der Netzwerkkönig, ja, kann man vielleicht auch sagen. Gut, ja, das ist vielleicht so, ich weiss, wo ich mich melden muss oder wo ich mich am besten muss. Früher war es ja so, dass du ja selber ein halber Detektiv warst, wo das Internet noch gar nicht hast. Da hast du manchmal geschrieben, an irgendeinen Staatspräsident hast du einfach da die Hauptstadt geschrieben und irgendein Präsident-Office und hast doch die Adresse nie gehabt und hast es einfach so probiert. Oder manchmal irgendwie Zweiter von Paris-Roubaix und irgendwie Belgien-Brüssel und manchmal ist es halt wieder zurückgekommen, aber viele sind dann auch angekommen. Aber mir ist auch sehr viel... Ich bin ja sehr innovativ, wenn es geht, dass man eine Adresse muss finden muss, weil heute jetzt auf diesen Webseiten oft keine Adresse mehr und sie wollen ja gleich, dass man, wenn man jetzt etwas schreibt, dass man noch, das kommt ja dann dazu, dass man noch Rückkuvert beileitet und das andere ist dann auch, man muss dann meistens auch schauen, dass man noch die Marke hat von dem jeweiligen Land, oder? Aber das habe ich mittlerweile auch im Griff, da habe ich immer Leute fragen, wenn sie in die Ferien gehen, je nachdem, was für ein Land das gehen, ja, bringst du mir noch Marken von dort mit, dann kann ich aber schon mein School frankieren und eine Marke von dem Land rein, wenn ich dem schreibe und so. Eben, möglichst einfach. Der kreative Denker, Handler und Händler, der Weg ist das Ziel, kann man auch sagen bei dir. Genau. Und dein Weg ist sehr erfolgreich. Mhm. Mit über 200'000 Exponaten. Ja, mit Stars aus der ganzen Welt. Was bedeutet dir Erfolg? Ja, Erfolg hat immer zwei Teile. Ein Erfolg ist auch, wie entsteht ein Erfolg? Ich meine, ein Erfolg steht immer da, dass vielleicht zuerst irgendwo, ja, ich sage jetzt, ein Unglück war. Aber ein Unglück ist meistens die Quelle zum Glück. Und ich sehe den Erfolg einfach darin, dass ich nicht stehen bleibe, dass ich weitergehe, dass ich immer eben die Beharrlichkeit, die Ausnahme, dass ich weiss, wo muss ich anhaken, dass ich wieder weiterkomme. Ein Erfolg ist eigentlich, der ist immer auch eine gewisse Arbeit. Für den Einsatz. Ja, und einfach dann eine Arbeit dahinter. Und wenn du den Erfolg hast, je nachdem, wie du den annimmst, kannst du ihn so annehmen, kannst du ihn so nehmen. Aber der Erfolg selber ist für mich natürlich immer, wenn wieder ein neues Exemplar in die Sammlung gehen, wo dann wirklich, ja, kannst du sagen, also das ist dann wieder ein Top-Stück oder irgendwo, wo man sagen, ja, jetzt ist wieder ein Schritt weiter. Oder? Und das 200'000 Erfolgsgeschichten, kann man sagen. Ja, also das sind sicher die meisten Teile, wo dann so, ja, wo dann einfach immer, aber es lässt einem in dem Sinne nicht los, es geht immer weiter und es ist nie fertig in dem Sinn. Und das muss man eben auch immer schauen, dass man im Erfolg es ist wie im Leben, einfach nicht stehen bleibt. Oder? Weil sonst irgendwann, ja, ist vielleicht dann plötzlich, wenn man nur einen Schritt zurück macht, dann ist dann vielleicht schon wieder, hätte oder was oder wie, und das ist immer die Frage. Und so, ich denke, das zeichnet auch das Ganze von der Sammlung und auch in meinem Leben auch immer wieder aufstehen, nach vorne schauen, wieder vorwärts schauen und der Erfolg kommt und eben, wenn auch mal der Erfolg da ist, nicht das Gefühl haben, es kommt von allein oder dann einfach wieder weitergehen. Und dranbleiben. Und das machst du mit sehr viel Geschick auch und sehr viel Beharrlichkeit und Leidenschaft und Passion. Wie definierst du bei all dem
Glück. Ja, Glück ist auch so ein Wort, das oft benutzt wird. Für einen ist das Glück, ich muss sagen, in den letzten Jahren hat man gelernt, das Glück haben, wenn man gesund ist, wenn man gesund durchs Leben gehen kann, ohne Schmerzen, schmerzfrei ist. Das ist für mich in den letzten Jahren halt oft nicht der Fall gewesen, aber dann ist es dann umso mehr schöner, wenn du aufstehen kannst ohne Schmerz oder ohne irgendwelche Leiden, dass du kannst arbeiten kannst, du aufstehen, beschwerdefrei. Und ich sage mir auch immer jetzt, man lebt mehr sozusagen in den Tag hinein und ich habe jeden Tag, ja 24 Stunden Zeit aus dem Tag einen schönen Tag zu machen. Und dann, ich lebe viel bewusster in dem Sinn in den Tag hinein und nehme, wenn das Glück wirklich kommt, nehme ich es gern. Und definieren, das Glück ist schwierig. Das Glück ist, wenn es wirklich mal Glück hast in dem Sinn, aber sagen, durch das, was ich gemacht habe in meinem Leben, ich sage immer, ist das Glück mal da gewesen, mal nicht. Und was ich habe, das habe ich. Und, ja. Was ist für dich Heimat? Ja, Heimat, also ich bin sehr gern ein Schweizer und ja, sogenannte Eidgenosse auch. Ich bin auch sehr kleinen, also bescheidenen Verhältnis aufgewachsen mit noch 6 Geschwistern, sehr innovativ gewesen. Man hat immer das Zeug nachgetragen von den Geschwistern. Wir ist eigentlich in einfachen Verhältnis gewesen. Mutter, Vater haben beide nicht Auto fahren. Wir sind in einem Weiler gewesen, wo es vielleicht 13, 14 Höfe hat. Und dort hat man gelernt auch Heimat. Was ist Heimat? Ich denke, das ist heute einfach ein bisschen verloren gegangen, das Ganze mit Heimat, oder? Weil da hat man keinen Anteil, nichts hat man kein PC, nichts, da hat man mit der Familie noch den Sündigen noch Monopoly oder Geografiespiel gemacht und so. Und irgendwie, für mich ist einfach immer noch eine gewisse Heimatverbundenheit, wenn man auf die Leute zugeht, kommunikativ. Das Persönliche, wie du jetzt auch da bist, mit dem persönlichen Gespräch in dem Sinn, finde ich einfach, sollte einfach nicht verloren gehen. Und ich finde, dort fehlt ein Stück Heimat noch ein bisschen. Oder geht verloren. Ja, darum tun wir es zwei kultivieren, zumindest jetzt auch schon in diesem Gespräch, wie du sehr schön auch sagst. Jetzt bei all dem, was du machst, was du tust, du bist als Pöstler auch unterwegs, tagtäglich, wie findest du deine innere Balance? Ja, ich denke, ich habe eben über die Jahre einen sehr guten Ausgleich geschaffen. Dadurch, dass ich relativ früh am Morgen anfange, eben am Morgen um 6 Uhr, habe ich meistens auch relativ früh noch Feierabend, also 3:30, 4 Uhr. Oft ist Feierabend, dann komme ich heim, dann kann ich da wieder meinem Hobby widmen, 2 Stunden, so sage ich jetzt einmal. Und dann habe ich wieder... kann ich wieder da hocken, Fernsehen schauen, ein bisschen abschalten. Dann habe ich noch 2 Katzen, die für mich sehr viel Wert haben. Und ja, das ist für mich, dann bin ich eigentlich, wenn ich da reinkomme, die Türen ist zu, habe meinen Frieden, kann runterfahren, da bin ich dann innerlich sehr zufrieden eigentlich. Da fühle ich mich wohl. Und dann ist es eben auch einfach, wenn die innere Balance stimmt, das kann man eben auch sehr viel die Schicksalsschläge mit Gesundheit oder was dann auch kommt, kann man dann viel anders auffangen und wieder verarbeiten. Man kann sagen, du hast einen gutartigen Hirntumor gehabt und da hast du das Ganze überwunden. Ja. Wie hast du das geschafft? Gut, an und für sich ist nicht einmal der Tumor, das sage ich jetzt, das Schlimme gewesen, sondern es sind einfach die Begleiterscheinungen, die das Ganze ausgelöst haben. Eben, ich bin 3,5 Jahre wirklich jeden Tag aufgestanden und jeden Tag mit Schmerzen arbeiten, bis man mal erkannt hat, was es überhaupt ist. Und der Tumor war genau zwischen den Augen gewesen und hat auf die Wachstumshormondrüse gedrückt und das hat mir Wachstumshormon überproduziert. Und so hat die ganze Knochenbildung, alles hat weitergewachsen, mit dickere Füße bekommen, dickere Finger. Und das hat sehr viele Entzündungen ausgelöst, sehr viele Operationen. Und ja, in dem Maße, das hat nie geendet, bis eben jetzt vor knapp 2 Jahren, wo ich den letzten Fuß noch gemacht habe. Und dann hat es eben leider auch den Fuß Spitalkäfer und alles mögliche, also mit dem Fuß 4-mal operieren. Also es war eine schwere Zeit gewesen, alles, aber eben irgendwie in diesem Moment hast du immer wieder da gedacht, du hast daheim 2 wunderbare Katzen, du hast ein super Hobby, du hast ein Zimmer voll Prominente sozusagen und das hat dann immer wieder, und auch in diesem Moment hatte ich ja sehr viele Leute gehabt, gute Leute, und ich bin sehr kommunikativ, sehr offen, gehe auf die Leute zu und dann, wichtig ist in solchen Momenten
eben nicht allein zu sein. Darum gehe ich auch mit diesem Hobby raus. Ich bleibe ja nicht nur daheim. Also ich habe mittlerweile ja 25 Ausstellungen gemacht, habe das den Leuten präsentiert und es ist wirklich immer super angekommen, weil die Thematik spricht ja jeden an, vom kleinsten Bubel bis zur ältesten Personen. Ja, es ist ein Zeitdokument und das hat sicher sehr viel geholfen. Also es hat dir Kraft gegeben. Genau. Zum einen gibt es noch etwas anderes, etwas Übermenschliches, das dir Kraft gegeben hat. Konkret, bist du ein gläubiger Mensch? Gläubig kann man nicht, also ich sage jetzt nicht übermäßig gläubig. Ich glaube, es gibt Gott, wo über uns steht. Nur, ich denke, schlussendlich bin ich ja selber allein da. Ich muss selber für mich schauen. Ich denke, ja, ich muss sagen, dann, wenn ich wirklich, wenn es mir schwer oder wenn es mir nicht gut gegangen ist oder schwierig ist, ich habe das selber geschafft, ich bin selber dadurch und ich denke, ich bin auch dann umso mehr stolz, wenn ich wieder aus dem Ganzen rauskomme und das wieder geschafft habe. Und das darfst du auch sein. Also herzliche Gratulation für den Biss, für den Durchhaltewillen, für das immer wieder nach vorne schauen, Genau. für das Dranbleiben vor allem. Genau. Und darum finde ich, hast du dein Glück auch selber geschaffen, kann man sagen, mit deinen 200'000 Glücksmomenten, wo du dieses Glück auch hast können, ein Stück weit erarbeiten, mit deinem Geschick, mit deiner Kreativität. Jetzt mit so vielen Autogrammen. Gibt es da überhaupt noch irgendwelche Prominenz auf diesem Planeten, die dir noch fehlt? Ja, es gibt immer wieder Leute. Ich meine, ja, irgendwie ist es ein nie endender Fluss, oder? Also, gut, jetzt diesen Sommer wäre es wahrscheinlich ein bisschen weniger Wasser drin gehabt und man merkt, im Moment kommt nicht so viel zurück. Aber nein, Spaß beiseite. Ich schreibe immer noch, man muss sich das wirklich überlegen. Ich meine, wir schreiben immer noch 2 bis 3 Briefe pro Tag. Also das sind jetzt in der Woche 12 bis 20 Briefe, die immer noch fortgehen, obwohl man das Gefühl hat, ja Gott, du hast ja alles, oder? Und ich schreibe ja, meine Sammlung ist nicht mehr auf Quantität, sondern auf Qualität ausgeschafft. Ich meine, früher habe ich jeden Fußballer aus der Super League geschrieben, jeden Eishockeyaner aus der National League und so geschrieben. Und heute da geht natürlich nur noch wirklich die absoluten Top-Leute oder eben die Leute mit speziellen Geschichten, die in die Sammlung gehen können. Also, aber du behaltest die trotzdem noch in deiner Sammlung, weil jedes Autogramm hat seine eigene Geschichte. Ja, klar. Vom Brief, den du rausgelassen hast, wo du recherchiert hast über den Sport. Und wo man jung war, hat man halt die angeschaut und hat Freude gehabt, wenn auch die Fußballer noch geschrieben hat. Und heute natürlich mit dem, was man alles gesehen hat und so, hat man natürlich viel mehr Freude, wenn natürlich ein Topstar wie ein Brad Pitt oder ist gleich, wer dann auch noch schreibt oder irgendwo, wo dann zugeschrieben, wo dann mit Widmung oder Johnny Depp oder was denn ist. Und und trotzdem waren es die Fußballer gewesen, oder? Wer fehlt dir jetzt noch auf der Liste? Das ist immer eine schwierige Frage. Es fehlen immer noch viel. Es gibt immer wieder Politiker, vor allem, die sehr interessant wären, die schreiben. Aber es gibt immer Leute, die fehlen. Und, aber ich habe es immer irgendwie wieder geschafft, auch dann plötzlich von diesen Leuten wieder irgendwie ein Autogramm zu bekommen. Ich meine, ja, wenn man die ganze Sammlung anschaut, was das war und was es heute ist, dann wird auch das irgendwann wieder in der Sammlung sein. Darum kann man nicht sagen, es ist gleich wie immer die gleiche Frage kommt, ja, was ist dein Lieblingsstück? Das geht gar nicht. Das sind alles meine Lieblinge. Und wir gehen nachher in die Sammlung rein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört die Sammlung, oder habt sie jetzt gehört, aber ihr könnt sie auch sehen beim Vinzenz Brändli, wenn dann hoffentlich einmal ein Museum gemacht wird. Und jetzt nimmt es mich Wunder, Vinzenz, du in 10 Jahren. Ja, was ist jetzt 10 Jahre? Bald pensioniert? Nein. 300'000 Autogramm? Das weiss ich nicht. Das kann ich nicht so sagen. Ich muss ehrlich sein, ich habe nicht mehr gezählt. Oder? Ich habe es einmal gezählt, ganz früher, noch bei 30'000 rum. Und nachher habe ich einfach immer etwa grob geschätzt dazugerechnet. Also, so kann man mit diesen Zahlen immer ein bisschen spielen oder so. Aber ich denke, die Sammlung wird weiterhin bestehen und wird weiterhin, wenn es mir gut geht und alles gut läuft, werde ich weiterhin meine Briefe schreiben und meine Sachen reinholen und immer wieder dran sein an diesen Prominenten.
Ja, weil es stirbt nie ein Prominent. Es ist erst, wenn er stirbt, ist sogar, wird das Autogramm wertvoller. Es klingt blöd, aber es ist dann auch so. Oder? Guinness Buch der Rekorde, ist das ein Thema bei dir? Das war früher ein Thema gewesen und heute eigentlich nicht mehr, weil wenn man Guinness Buch der Rekorde muss anschauen, dann gibt es natürlich Unterschriften, wenn die natürlich so eine Ruderregatta alle 8, die in der Rangliste sind, gehen holen, dann gibt das von der Menge her natürlich sofort einen Haufen. Und darum zählt bei dir nicht Quantität, ja, obwohl du 200'000 hast, sondern Qualität. Genau. Und ich bin mega gespannt, diese Qualität nachher wirklich höchstpersönlich anzuschauen. Mir von dir auch eine Schriftbildanalyse machen zu lassen von meiner Unterschrift. Ich habe noch keine Karte, die ich liegen lassen kann. Meine wäre auch noch nicht so wertvoll wie die du da drin hast in diesem Kämmerchen, wo wir sehr gerne jetzt dann gerade reingehen. Ich habe mich riesig gefreut, mit dir da, bei dir daheim zu sein und möchte dich fragen, was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern von Salis trifft auf den Wegen? In erster Linie, das Wichtigste ist für mich, auch wenn es einem mal nicht gut geht oder wenn man einfach mal nicht irgendwo das Gefühl hat, es geht nicht mehr oder mir ist schlecht dran, schaut irgendwie, nehmt irgendetwas in die Hand oder nehmt ein schönes Hobby. Wie gesagt, aus einem Hobby kann man sehr viel entstehen und das Hobby gibt einem sehr viel Freude. Nehmt das mit auf den Weg und dann werdet ihr sehen, das ist sehr viel wert und gibt einem ein Ding. Und das andere ist auch noch, wenn jemand Interesse hat oder ja, wenn jemand irgendwie Lust und irgendwo Möglichkeiten hat. Ich habe auch sehr viele Ausstellungen gemacht und wenn jemand gerne mal eine Ausstellung machen mit diesen Unterschriften, was man wirklich muss sagen, es sehr gut ankommt bei den Leuten, weil es eben von der Thematik her alles beinhaltet, meldet euch bei mir. Oder auch wenn jemand eine Schriftenanalyse, eine Unterschriftanalyse will, kann sich auch melden oder auch für Vorträge bin ich immer zu haben. Also ich denke, sicher spannende Sachen, wenn man jetzt hier gehört hat und ja, meldet euch, ist kein Problem. Es war mir eine riesige Ehre und eine grosse Freude, dich persönlich zu treffen und kennenzulernen. Vinzenz, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, privat und auch beruflich und bei deiner Passion, dass du weiterhin die Erfüllung kannst erleben und leben und deine Träume kannst weiter träumen und realisieren. Ja, danke vielmals, das wünsche ich dir auch auf deinem ganzen Weg, was du machst. Merci fürs Gespräch. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist der Podcast Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.